Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Ja, das habe ich in der letzten Episode noch gar nicht gesagt. Hier haben sie auch den Engel ordentlich verschandelt. Wollte ich gerade auch nochmal zeigen. Kam vielleicht so ein bisschen rüber, aber dann haben sie Brustwarze aufgesetzt und dem haben sie Lippenstift aufgemalt und Blut weint da. Also, ja, da haben wir es auch nochmal Hall of Heroes, haben sie zu Hall of Horse umgewandelt und haben den Engel wie eine Hure geschminkt. So wie es ja auch der Slate, oder wie der Typ heißt, erzählt hat. Von wegen, man macht aus dem Art-Denke Hure etc. pp. Und hier wollte ich auch noch aufzeigen, hier sind die Riegel, ach, Gewehrmunition. Ach, sehr geil gemacht, wie ich finde. So. Alles sehr stimmig und passend. Cornelius Slate, der Mann, war schon immer halb nah, halb Held. Ich war mir nie sicher, welche Seite gefährlicher war. Der hat sich anscheinend hier verschanzt, der Typ. Zu rar ist jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch Natürlich. hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Oje, oje. Okay, du könntest sich dann wohl rein verschanzt haben. Schockjockey, das brauche ich jetzt, ja. Salzautomat brauche ich noch nicht. Aber die Dinger kann ich dann mit dem Elektrojockey aufladen. Ah, ein Vigor-Automat. So, der gehört jetzt erstmal mir. Genauso wie das Geld. Und ja, immer noch das Ding, wofür wir noch nicht genug haben. Okay, oh. Dann haben sie gemessert hier, den armen Kerl. Was ist denn da noch? Minuteman Armory. Automat leer. Okay, wir könnten aber trotzdem probieren. Mit Beherrschung auf unserer Seite zu ziehen. Tragen können wir leider nicht. Aber so what. So, geht das hier auf? Sehr schön. Ein Voxophon von Slate wieder. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate, der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ja. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Oh je, oh je. So, Licht hat sie sich jetzt auch noch organisiert. Ja, dann habe ich mir schnell die Rieb weggeschossen, sehe ich. Boah, Alter. Schon ordentlich. Du, ist kein Schädel mehr drauf. Okay, da war noch irgendwas, genau. Ah ja, nimm Schrotflinte. Nö, ich bin mit dem Präzisionsgewehr sehr zufrieden. Schieße ich eigentlich am liebsten immer mit in Shooter. Aber schade, dass ich hier nicht so großes Wafferad habe wie in der anderen Bioshocks. Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders, nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schockjockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wieder... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Okay. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Ach du Scheiße. Und Hier, Munition. ja, Hier, danke. bitte. Gut Dankeschön. Ja, also Elizabeth hat sich durchaus als recht nützlich erwiesen. Siehst du, du bist ein Killer, Booker. Gib uns das Schockjockey. Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod.
nach wie vor finde Schockjockey. Okay. Der will jetzt anscheinend, dass seine Leute noch einen gescheiten Tod kriegen. Und nicht gegen die Comstock-Leute verlieren. Oh je, oh je, oh je. Es ist ein fertiger Typ. Der ist auch ziemlich wahnsinnig, glaube ich. Da haben wir nur mal dieses Jockey-Gedöns, was uns jetzt nur noch als Salzvorrat dient. So. Gutes Fassmüsli. Und irgendwann finden sie bestimmt auch gleich wieder Münze, wenn ich jetzt ein paar Mal Flatter und Münze dabei finde. So. Nö, ich finde die durchaus wirklich sehr nützlich bisher. Bin mal gespannt, ob das so bleibt. Mal Kuchen aus dem Fass, das ist immer der Beste. Hier ist ein Lockpick noch. Genau, sind wir wieder bei 3. Eine Infusion. Das Schild wieder dran, ja. Genau das, was wir jetzt brauchen. Noch ein Lockpick und ein Silberbarren. Perfekt. Ausgezeichnet. So. Ich wuselt auch ständig vor den Füßen rum. So, hier ist nichts mehr. Na gut, das war das hier. Da waren sonst keine Charaktere, durch die ich hätte gehen können. Das heißt, wir müssen so oder so hier durch. Ich versuche, sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Okay. Besiege Slates Männer. Na, die irgendwo hier ist. Die irgendwo hier das Personal einfach abgemurkst. Oh Mann. Sieht nicht so gut aus. Schrotflinte hat er noch gehabt. Ja. The Boxer Rebellion. China und Wounded Knee, hat er gesagt. Automat leer. Das macht nix. Münze spuckt er trotzdem aus. Scheinen wohl die Leute leer gekauft zu haben. Der Dollar Bill. Der schluckt aber sehr viel Salz, muss ich sagen. So, hier. Nee, lass mir erstmal sein. Okay. City of Columbia. Ah, das ist nochmal so ein Zeitstrahl, was in Columbia abgegangen ist. 1874 wird Comstock als Prophet geboren. Moment. Der ist 30 hier. Der ist ja maximal 40 Jahre alt dann. Und sieht schon aus wie ein 80-Jähriger. Das kann ja irgendwas nicht stimmen. Der Kampf vom verwundeten Knie. Die Stadt wird gebaut. Und zwar 1893. 1893 auch noch. Das Lamm wird geboren. Okay. 1893. Da ist die 19 Jahre alt. Lady Comstock ist grausam umgebracht worden. Ja, von irgendwelchen Banditen. 1901. Die Boxer-Rebellion. Oder der Boxer-Rebellion-Zwischenfall. Und Columbia hat sich von der Vereinigten Staaten abgetrennt. Dann Comstock. Ah ja, wieder Comstock, der Prophet ist geboren. Okay, also seit 11 Jahren leben die dann unabhängig. Das ist etwas merkwürdig, oder? Naja, egal. Komm. Ach Gott, dieser raffgierige Klischee-Ching-Chong-China-Mann hier. Alter. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Peking-Ausstellung. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Alter, mit diesen übertriebenen Rassistenschneidezähnen noch bei deiner China-Männer hier. Alter, ist das assi. Okay, das bringt mal leider nichts. Die abzuschießen. Hätte ja sein können. Man weiß ja nie. Alter, jetzt ja echt so übertriebenen Rassistenschneidezähnen. Und so ein natürlich längerer Bart, als ich ihn trage. Aber ich habe ja auch so einen Bart. So. Das ist meiner noch nicht so groß. Wünsche ich aber noch, dass der relativ lang wird. Dieser China-Mann-Bart. Alter. Ist das fertig alles? Hier nochmal die abgeschlagene Köpfe von Leuten. Nur Angestellte. Gehen wir nochmal da rein. Alter, guck da die mal an. Mit ihre Kralle Hände noch. Mann, oh Meter.
Da ist aber echt, ach, das Motto, anders als wir, anders als wir. Und das ganz schlimm Darsteller. Ein Silberbarrer? Wie war das mal bei Futurama, war das, glaube ich, mit dem Zap Brannigan. Schon seit der Steinzeit hat der Höhlenmensch mit anderen Leuten Kontakt aufgenommen und hat sie lieber totgeschlagen, damit er weder seine Sprache noch seine Kultur lernen muss. So kommt man das hier auch ziemlich vor. Was machst du da? Ey, weil ich schnieß. Wie stand du Gesicht? Selber schuld, wenn du mit dem Baseballschläger zur Schießerei erscheinst, du Dummkopf. So, neuer Hut, Sturm. Beim Töten mit Teufelskuss, Schockjockey oder bockender Bronco springen die Effekte auf nahe Feinde über. Das ist nicht schlecht. Vergleich dazu. Brennender Heiligenschein, 70%ige Chance, dass Nahkampfziele Feuer fangen. Ja, so oft bin ich jetzt nicht im Nahkampf drin. Ich denke, das ist besser. Das legen wir tatsächlich mal an. Ich glaube, das ist wirklich etwas besser. So. Okay. Sollten wir aber auch mehr mit Vigor-Kräfte arbeiten, finde ich. Und zwar Teufelskuss. Könnte man hier wieder einsetzen. Darbietung. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch Alter. büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Mann, oh Meter. Das sind so die ganze Klischee, Rassisten, Stereotypen, Chinesen. Dazwischen werden wahrscheinlich ein paar von Oh, das kenne ich aus Büchern. den Leuten von Slade Comstock sein. führte die Truppen Columbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Nö. Natürlich nicht. Was? Kleider machen? Ah. Feuer reinigt? Ah, so einer ist das wieder. Oh Gott. Okay, der ist immun gegen Teufelskuss. Fang Gesundheit. Okay, dann machen wir mal was anderes. So, dann habe ich so gekriegt. So. So wird noch so ein Hansel. An einem wolkenfreien Tag, 20 von 30. Sehen Sie, Miss! Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre! Ein echter Soldat! Ich will das nicht, Slade. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast. Oh. Suche mich unter den Ghost Dancern. Wer sind die Ghost Dancer? Wounded Knee. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Da Hört ein ihr Comstocks Blechsoldaten? Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Oh Mann. Oh Mann, was für ein fertiger Typ. Ja, der will anscheinend jetzt nochmal einen Soldaten totsterben, da er gemerkt hat, dass das Ganze ziemlich nutzlos ist, was er hier getrieben hat. Möchte er wenigstens wahrscheinlich noch irgendwie mit Würde abtreten und wenigstens im Kampf sterben, wie sich das normalerweise für einen Soldat gehört. Ach Mann. Lauter so fertige Typen, Alter. Und... Ups, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte springen. Salze sind gerade voll. Okay, hier hinten dran ist auch nichts mehr. Dann können wir hier aus der Ching-Chong-China-Mann-Veranstaltung rausgehen. Und können mal schauen, was dann beim verwundeten Knie ist. Mein Bein tut weh. Das war nur für die Mitarbeiter, genau. Da war ich schon drin. Und dann gehen wir jetzt zum Knie. Oh. So, der hat es gerade noch gerafft, dass was war. Alter, ich bin kein Blechsoldat, du dummer Hund. So. Wenn, dann bin ich ein Fleischsoldat. Und auch noch einer, der was drauf hat. So einigermaßen. Also wie gesagt, ich bin jetzt einer der besten Let's Player, was Ego-Shooter angeht. Aber ich denke, es reicht rudimentär für so Hauptspiel auf jeden Fall aus.
für PvP bestimmt nicht. Da bin ich nicht gut genug dafür. Oh, Indianer kommen jetzt als Rassisten-Stereotypen. Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Also der Wie scheint meint er ja das? Das willst du nicht wissen. Der scheint ja wohl auch Booker DeWitt irgendwie zu bewundern oder zu respektieren auch. Also die waren wahrscheinlich auch im selben Militärdienst mit dabei. Alter! Wie die schon dargestellt werden, die Typen. Alter, ist das eklig. Ah. So wird jemand das Skalp abgezogen. Wo geht's dann so lang? Gut. Das ist auch so argstellte Bereich anscheinend. Ich glaube, für sie ist das alles etwas zu viel hier. Aber verständlich, wenn man gerade aus so einer Isolationshaft rauskommt, könnte man so sagen. Und dann... das Skalpabzieher. Das Skalpierte hier. Lecker, lecker. Ja, und dann gleich mal mit sowas konfrontiert wird. Das muss schon heftig sein. Neuer Hut, elektrische Berührung. 50%ige Chance, Nahkampfziele zu betäuben. Nö, aber wir nehmen es mal mit. Wir nehmen es mal mit. Gute Nahkampfhut. So, ein bisschen Kaffee können wir noch trinken. Kaffee ist immer gut. Radio, was läuft dann gerade? Ach Gott, wie eklig die dargestellt sind. So, ein paar Silver Eagle und Hotdog gibt's noch. Hier gibt's noch statische Störungen. Da können wir es noch gut ausschalten. Kümmert sich zwar eh keine Sau mehr um das Radio, aber mir ist es irgendwie wichtig. So. Dann gehen wir mal durch hier. Geronimo. Der Held des verwundeten Knies. Mit Heulen und Schreien das Kriegsbeil blutrot. So brachten sie unseren Helden den Tod. Doch die unseren hatten den Willen zu siegen. Da konnten die Wilden nur unterliegen. Oh Mann. Das ist ja auch eine Sauerei, wie man heutzutage in Amerika noch Indianer oder Einheimische. Sagen wir eigentlich nur. Eigentlich sind es ja Einheimische. Es sind die ursprünglichen Bewohner, wie man die ursprüngliche Natives behandelt. Das ist echte Sauerei. Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Schlagmann, der Comstock vorgibt zu sein. Seht, ob ich recht habe. Okay. Kein Mumm? Ich dachte gleich kein Mumm, du Dachschädel. Wo bist dann du? Hey, wie geht's euch? Hey, wie geht's euch? Das glaube ich durchaus. Ah, das ging jetzt über auf den Typ. Und auf den Trophäe erhalten an einem wolkenfreien Tag in Kupfer. Das gilt wohl hier für die Kraft. Und wenn die Leute dabei sterben, dann übertragen sie es auf andere in der Nähe. Ah, der Herr ohne Gesicht. Ups, da ist noch einer. Den schlage ich tot. Das glaube ich ja, dass du eine kampflos untergehst. Das habe ich ja nie verlangt. Oh. Wie schnell Booker. Krähe Booker hat sie gesagt. Okay. Ouch. Das war eine gute Tat, Booker. Sie starben wie Männer. Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker DeWitt fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Mir ist es leid. Was hat Slade gemeint?
Was wollten Sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Tja, das ist die Frucht. Aber ich jetzt sage ihr, liebe Leute, ich mache halt mal wieder zeitig Schluss. Und hier mein Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig, wo es dann hier weitergeht. Und wir uns Slate wahrscheinlich stellen müssen. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.